Liebe Schwestern und Brüder, es ist für mich eine große Freude, hier zu sein. Ich habe immer gehört, dass es Luxemburg gibt und jetzt weiß ich, dass es gibt. Das Thema dieses Abends wurde mir vorgegeben und das schätze ich immer. Ich möchte nie an 2 Orten das Gleiche bringen, weil das für mich langweilig wäre, aber das merken auch die anderen. Also von jeder Veranstaltung zur anderen wird man ja selbst auch bereichert und es entwickelt sich weiter. Und das soll jetzt auch erfahrbar sein. Also das Thema, das mir gegeben wurde, ist am Limit. Von Kirche, Glaube und Gott. Dieses Thema hat mich sehr gefreut, weil hier etwas zum Vorschein kommt, was wir in der Kirche sehr oft vermissen. Und das ist, sich der Wirklichkeit stellen. Und wenn jemand Grund hat, sich der Wirklichkeit zu stellen, so sind wir Getaufte es in besonderer Weise, weil wir damit nicht allein hängen bleiben. Also wenn wir glauben, dass Gott da ist, dann haben wir allen Grund, uns der Wirklichkeit zu stellen. Und diese Wirklichkeit ist zurzeit zum Davonlaufen. Und viele Getaufte laufen davon, sehr viele. Viel mehr, als wir meinen. Und es sind nicht nur diejenigen, die sich verabschieden durch äußere Zeichen, sondern einfach solche, die still sich verabschieden. Die vielleicht noch Kirchensteuer zahlen, aber sie sind weg. Und das sind nicht nur Einzelne, sondern sehr viele. In Deutschland ist das jedes Jahr eine mittelgroße Stadt. Und das muss uns beschäftigen. Das muss uns beschäftigen. Es ist klar, es ist zum Davonlaufen. Die Frauen von Luxemburg haben mich gerufen. Was sollen wir tun? Ich muss ehrlich gestehen, es ist auch bei mir selbst zum Davonlaufen. Und es fällt, Gott sei Dank, nicht mehr einfach, andere zu vertrösten. Ich glaube, wir sind je länger, je mehr in der Situation, dass wir das mitfühlen können. Wenn die Mutter des Kardinals von New York ihrem Sohn, Kardinal Dolan, sagt, dass sie nicht mehr in den Speisesaal gehe zum gemeinsamen Essen, weil sie sich für die Kirche so schäme, dann ist das stark, wenn eine 96-jährige Frau das sagt. Und da merkt man auch, was für ein Schmerz dahinter ist. Das ist nicht Gleichgültigkeit, das ist nicht Desinteresse, sondern im Gegenteil. Das sind Menschen, die sehr verwurzelt sind in der Kirche und sich schämen. Wen könnte ich fragen, was ich sagen soll? Darauf gibt es nur eine Antwort. Und die wird jetzt wahrscheinlich ziemlich überraschen. Wen soll ich fragen, was ich sagen soll? Die Frauen. Wir müssen die Frauen fragen, was wir jetzt tun sollen. Maria Magdalena: Ja, ich ging zu den Jüngern und habe ihnen verkündet, ich habe den Herrn gesehen. Und alles, was er mir gesagt hat, habe ich ihnen ausgerichtet. Er hat mich zur Apostelin der Apostel gemacht.
Also Magdalena sagt, ja, ich ging zu den Jüngern und habe ihnen verkündet, ich habe den Herrn gesehen. Und alles, was er mir gesagt hat, habe ich ihnen ausgerichtet. Er hat mich zur Apostelin der Apostel gemacht. Meine Schwestern, die Kirche hat diese meine, euer aller Sendung vergessen. Sie hat sie nicht weitergegeben an die Frauen. Diese Ostersendung ist uns aber geblieben. Meister, Jesus, unser Freund und Bruder, Herr der Kirche, es ist Zeit, dass du sie daran erinnerst. Es ist Zeit, dass wir unseren Brüdern melden, was wir ihnen von dir auszurichten haben, nämlich, dass du lebst. Das ist die zentrale Botschaft. Und die hat Jesus zuerst Frauen gebracht. Die Person, die das geschrieben hat, ist eine große Mystikerin. Silja Walter, 1919 geboren, 1948 als Benediktinerin im Kloster Fahr eingetreten und 2011 mit 92 Jahren ganz jung gestorben. Das Kloster Einsiedeln ist das einzige Benediktiner-Doppelkloster auf der ganzen Welt. Das heißt, wir haben eine Frauengemeinschaft und eine Männergemeinschaft. Und das Kloster Einsiedeln ist 934 gegründet worden und das Kloster Fahr, das Land, wo das steht, wurde 1130 dem Kloster Einsiedeln geschenkt, das ist bei Zürich, mit der Auflage, dort ein Frauenkloster zu gründen. Und seit 1130 ist der Abt von Einsiedeln auch Abt von Kloster Fahr. Silja Walter, eine Mystikerin, die sehr tiefe Gotteserfahrungen gemacht hat. Und bekannt ist sie nicht als Mystikerin, sondern als Dichterin. Sie hat eine ganz großartige Sprachbegabung und die hat sie eingesetzt, um die Erfahrungen, die ihr geschenkt wurden, in Sprache zu kleiden. Bald einmal, als sie im Kloster war und vor allem so um 1960, hat sie das Wort Gottes ganz neu entdeckt. Und im Kloster, in der Gemeinschaft, gab es damals keine Lectio Divina, obwohl das für Benediktinerinnen und Benediktiner eigentlich zum Tagesablauf gehören sollte. Aber so wie in der Kirche im Allgemeinen war das Wort Gottes nicht von großer Bedeutung. Die meisten von Ihnen können sich noch erinnern, dass man die Sonntagspflicht erfüllt hatte, wenn man zur Wandlung in der Kirche war. Das Wort Gottes war vernachlässigt. Das hat Silja Walter gemerkt, da stimmt etwas nicht. Und sie hat begonnen, in der Gemeinschaft mit einzelnen Schwestern, Lectio Divina zu machen. Gegen den Willen der Priorin. Und sie war so glücklich, dass sie ein Doppelkloster sind. Und so hat sie sagen können, mein Oberer ist der Abt von Einsiedeln. Und sie hat die Resultate, die Erfahrungen, die sie gemacht haben bei der geistlichen Lesung, hat sie immer dem Abt von Einsiedeln geschickt. Ich denke, dass die meisten Silja Walter schon gehört haben, sie kennen von Texten,
Also im Gotteslob, deutschsprachigen, sind viele Lieder von ihr drin, zum Beispiel eine große Stadt ersteht, die vom Himmel niedergeht in die Erdenzeit. Und damit hat sie Lumen Gentium in einen Hymnus gefasst. Das Werk von Silja Walter, das Gesamtwerk, sind bis jetzt 11 Bände, das ist der Band 9, 11 Bände und dieses Jahr kommt der 12. heraus. Und letztes Jahr haben wir im Kloster Einsiedeln, im Estrich, eine riesige Kiste gefunden. Mit all den Briefen und Texten, die sie ab 1960 dem Abt von Einsiedeln geschickt hat. Und ich vermute, dass der Abt von Einsiedeln die nie angeschaut hat. Und ich bin jetzt daran, das Ganze in den Computer zu tippen und das aufzuarbeiten. Und das gibt einen ganz neuen Blick auf Silja Walter. Und wenn sie schreibt, was das für eine Freude für sie war, als das Zweite Vatikanische Konzil das Wort Gottes wiederentdeckt hat. Und da sind Aussagen drin in Dei Verbum, die bei uns in den Pfarreien, Diözesen noch kaum angekommen sind. Die Konzilsväter haben da nicht etwas Neues eingeführt, sondern sie haben das wieder entdeckt, was in den ersten Jahrhunderten selbstverständlich war. Zum Beispiel, wenn der heilige Hieronymus schreibt, im 5. Jahrhundert, anfangs 5. Jahrhundert, wir essen das Fleisch und trinken das Blut Christi im Geheimnis der Eucharistie, aber auch in der Lesung der Heiligen Schrift. Also wenn wir die Heilige Schrift gläubig lesen, empfangen wir Leib und Blut Christi. Oder Origenes schreibt im 3. Jahrhundert, wenn man euch den Leib des Herrn reicht, so hütet ihr ihn mit aller Sorgfalt und Verehrung, damit kein Krümchen auf die Erde falle. Wenn ihr aber so große Sorgfalt anwendet, seinen Leib zu bewahren, wie könnt ihr dann glauben, es sei eine geringere Schuld, das Wort Gottes zu vernachlässigen, als seinen Leib? Es gibt meines Erachtens vor allem einen Grund, warum dieses Wort dann von den Konzilsvätern aufgenommen, nicht eingefahren ist. Und das hängt wieder sehr stark zusammen mit einer Tendenz, die wir in der Kirche haben, dass wir lügen. Also es wird kaum so viel gelügt wie in unseren Gottesdiensten. Also wenn der Priester sagt, erhebet die Herzen und alle sagen, wir haben sie beim Herrn. Was wir da sagen, also dass wir das Herz beim Herrn haben, nicht nur etwas, sondern das Herz heißt die Mitte unserer Person, alles. Wie leicht sagen wir das? Wir haben sie beim Herrn. Oder wenn wir das Evangelium hören, ich war fremd und ihr habt mich aufgenommen und dann Lob sei dir Christus. Das ist mutig. Was haben die Konzilsväter in Dei Verbum gesagt? Ich lese das vor hier. Die Kirche hat die Heiligen Schriften immer verehrt wie den Herrenleib selbst, weil sie vor allem in der heiligen Liturgie vom Tisch des Wortes Gottes wie des Leibes Christi ohne Unterlass das Brot des Lebens nimmt und den Gläubigen reicht. Also ich habe nichts an diesem Text verändert. Das Konzil spricht vom Wort des Lebens, das Wort Gottes und das Sakrament der Eucharistie. Und das ist noch nicht angekommen, überhaupt nicht. In den meisten Schlussgebeten in der Liturgie wird das Brot des Lebens nur auf die Eucharistie bezogen. Und es gibt heute noch Bischöfe,
die meinen, wenn am Sonntag eine Wortgottesfeier gehalten werde, dann sei das nur eine Wortgottesfeier. In der Wortgottesfeier können wir Leib und Blut Christi empfangen. Wenn die Konzilsväter diese Einsicht ehrlich formuliert hätten, diese 2 Sätze hätten viel bewegt. Ich habe mal so einen Vorschlag gemacht, wie das hätte formuliert sein können, damit es bei den Menschen ankommt. Meine Version. Die Kirche hat die Heiligen Schriften nicht immer verehrt wie den Herrenleib selbst. Also im Konzil heißt es anders. Die Kirche hat die Heiligen Schriften immer verehrt wie den Herrenleib selbst. Und das stimmt nicht, das wissen wir alle. Also die neue Formulierung, die Kirche hat die Heiligen Schriften nicht immer verehrt wie den Herrenleib selbst. Darum kehrt sie heute um. Das verdankt sie nicht zuletzt den kirchlichen Gemeinschaften, die aus der Reformation hervorgegangen sind. Wieder neu will sie vor allem in der heiligen Liturgie vom Tisch des Wortes Gottes wie des Leibes Christi ohne Unterlass das Brot des Lebens nehmen und den Gläubigen reichen. Und das hat Silja Walter entdeckt. Und da ist ihr Wort gefallen, das Wort ist Brot geworden. In dem Moment, wo das Wort Gottes Brot wird, Nahrung, dann passiert etwas. Ich habe letzte Woche bei Exerzitien für Priester diesen Titel genannt, und zwar dieses Büchlein, das 1990 herausgekommen ist, ist letzte Woche neu aufgelegt worden. Das Wort ist Brot geworden. Und da sind für jeden Sonntag im Jahreskreis A, B und C, für alle Hochfeste und die geprägten Zeiten eine Meditation nach der Kommunion zum Evangelium und zum Bezug zur Eucharistie. Und dann habe ich das vorgestellt, das Wort ist Brot geworden. Und dann hat ein Priester gesagt, es fehlt mir da noch etwas und ich muss ihm recht geben. Das Wort ist Brot und Wein geworden. Brot, Nahrung, Wein, das Symbol für Freude. Und 1966 hat der Abt von Einsiedeln bei der Visitation des Klosters Fahr im Januar die Lectio Divina offiziell eingeführt. Und sie schreibt in diesen Unterlagen, ich bin getanzt in der Klausur. Ich bin herumgetanzt vor Freude. Auf das, was wir so lange gewartet haben, das ist Wirklichkeit geworden. Und dann schreibt sie, das Wort ist Brot geworden, sogar in unserer Gemeinschaft. Wenn es zum Davonlaufen ist, fällt mir immer wieder ein Gedicht von Silja Walter ein. Und die letzte Strophe in diesem Gedicht, das heißt das Lied der Armut. Heißt es in der letzten Strophe, ist hinter allen Dingen, die scheinbar nicht gelingen, doch einer, der mich liebt. Und das ist dieser eine, der Maria Magdalena gesagt hat, geht zu den Brüdern und sag ihnen, er lebt. Das, was sie vergessen haben. Und wie sehr wir das vergessen haben, das zeigt sich zurzeit in aller Deutlichkeit. Wir haben viel Asche gepflegt und haben die Glut vergessen. Silja Walter war auch eine begabte Malerin.
Und dieses Bild hat sie mir 2008 geschenkt. Es heißt der Brandstifter. Und unten links ist ein Mönch und hinten dran die Stadt, die brennt. Und in diesem Bild ist ein Wort Jesu gegenwärtig, das wir in der Kirche oft vergessen. Das Wort im Lukasevangelium überliefert: Ich bin gekommen, Feuer auf die Erde zu werfen. Wie froh wäre ich, es würde schon brennen. Lukas 12, 49. Übrigens, Feuer ist das häufigste und stärkste Bild, das in der Heiligen Schrift gebraucht wird. Für Gott. Und es lohnt sich, da ein bisschen drauf zu hören. Und wenn Jesus sagt, ich bin gekommen, Feuer auf die Erde zu werfen, und wie froh wäre ich, es würde schon brennen, so ist das seine Mission, seine Sendung. Ich bin gekommen, um Feuer auf die Erde zu werfen. Und diese Sendung haben wir alle in der Taufe empfangen. In 2 Evangelien ist die eindrückliche Formulierung im Zusammenhang mit der Taufe. Sagt Johannes der Täufer: Nach mir kommt einer, der mit Heiligem Geist und Feuer tauft. Mit Heiligem Geist und Feuer. Und dieses Feuer ist in uns allen entfacht. Seit der Taufe. Übrigens, ich habe da noch die Widmung, die Silja Walter hinten auf das Bild geschrieben hat, unserem Abt Martin in Verehrung und Dankbarkeit, Schwester Maria Hedwig, OSB 2008. Silja Walter ist ihr Künstlername, unter dem Namen hat sie immer publiziert, und Schwester Hedwig ist ihr Ordensname. Schwester Hedwig hat die Gemeinschaft im Kloster Fahr sehr geprägt. Und von dieser Gemeinschaft kann ich sagen, die knistert prophetisch. Und das ist sehr beeindruckend. Seit dem 10. Februar haben sie immer am Donnerstag ein Gebet, Schritt für Schritt. Das Gebet um Reform der Kirche in diesen Themen, die schon lange anstehen und nicht angegangen werden. Und das ist verhängnisvoll. Das ist verhängnisvoll, weil diese Themen seit 5, 6 Jahrzehnten da sind. Und man war nicht bereit, sie anzugehen. Und viele Leute haben sich engagiert und wurden enttäuscht und haben sich verabschiedet. Wer nachher so einen Flyer mitnehmen will, kann das sehr gerne und da sich dem Gebet auch anschließen. Das Donnerstagsgebet. Und dieses Donnerstagsgebet heißt Schritt für Schritt. Und ein Bild, das für Silja Walter wichtig war in Bezug auf Christus, ist der Tänzer. Christus der Tänzer und ich als Getaufte die Tänzerin. Hier haben wir wieder ein Bild von Silja Walter, die Tänzerin. Begeistert sein, sich mitreißen lassen. Und wenn Gott dabei an seine Grenzen stößt, dass er uns mitreißen will, ansprechen will, und es gelingt nicht. Dazu ein Text von Silja Walter. Komm, tanz mit mir in die Sonne.
Den Pharisäern und ihrer Zunft zeigte ich Schritt um Schritt, doch sie tanzen nicht mit. Sie saßen verkalkt im Gestühle. Da tanzte ich den Fischern auf dem Wasser vor, dem Johann, dem André, tanzte ich vor auf dem See. Die kamen dann mit und noch viele. Wie weiter? Nicht verzagen, die Frauen fragen. Und hier möchte ich das Wort der Silja Walter geben. Als dieses Thema kam, Limit, von Kirche, Glaube und Gott, ist mir eine Meditation von Silja Walter sofort eingefallen. Ich darf noch vielleicht sagen, als ich habe Silja Walter gut kennenlernen dürfen, weil sie mich 1993 gebeten hat, sie zu begleiten. Und das durfte ich bis zu ihrem Tod. Und so hatten wir viele Möglichkeiten auch auszutauschen. Und sie hat mir oft erzählt von diesen Etüden, die sie dem Abt von Einsiedeln geschickt hat. Und ich habe gesagt, du, das hat der verbrannt. Und sie ist gestorben in der Meinung, das gibt es nicht mehr. Aber sie hat uns einmal mehr überrascht. Es gibt sie halt noch. Und jetzt gibt es auch viel Arbeit. Aber das ist so beeindruckend, das zu lesen, weil dieses Feuer da spürbar ist. Als ich immerfort an meine Grenzen stieß, verließ ich mein Zuhause und ging fort. Davongelaufen. Das ist ihre Erfahrung. Immerfort an meine Grenzen stoßen. Und das ist eine existenzielle Erfahrung. Und das Davonlaufen, das hat sie auch in der Gemeinschaft immer wieder beschäftigt. Die Priorin meinte, du sollst in eine andere Gemeinschaft gehen. Weil es nicht einfach ist, solche Mitbrüder oder Mitschwestern in der Gemeinschaft zu haben, die nicht einfach sitzen bleiben. Sie selbst hat so viele Einsichten geschenkt bekommen und hat gemerkt, es kommt nicht an. Als sie den 90. Geburtstag gefeiert hat, haben wir das zum ersten Mal in ihrer Klostergemeinschaft getan. Und das war für sie ein riesiges Geschenk, dass sie gemerkt hat, dass sie als Mitschwester mit ihrer speziellen Berufung, die sie hatte, bei den Mitschwestern angekommen ist. Und Schwester Hedwig hat die Gemeinschaft in Kloster Fahr stark geprägt, aber umgekehrt auch. Die Gemeinschaft hat mit allen Herausforderungen Silja Walter geprägt. Das eine wäre ohne die andere nicht zu denken. Jetzt möchte ich Ihnen einen Text zeigen von einem, der letztes Jahr heilig gesprochen wurde, Oscar Romero. Wenn viele Menschen sich bereits von der Kirche entfernt haben, dann ist das darauf zurückzuführen, dass die Kirche sich zu weit von der Menschheit entfernt hat. Eine Kirche, die die Erfahrungen der Menschen als ihre eigenen verspürt, die den Schmerz, die Hoffnung, die Angst aller, die sich freuen oder leiden, am eigenen Leib verspürt, diese Kirche wird zum gegenwärtigen Christus. Da merken wir sofort, das ist sehr geprägt von Gaudium et Spes, dem Dokument des Zweiten Vatikanischen Konzils über die Kirche in der Welt von heute. Papst Franziskus hat vor 2 Wochen am Schluss der Exerzitien der Kurie, dem Exerzitienmeister, einem Benediktinerabt, gesagt: Als ich dir zugehört habe, habe ich immer wieder Gaudium et Spes gehört. Es ist das Dokument, das bis heute es am schwierigsten hat anzukommen,
Und es ist wohl das Wichtigste. Dass das wichtigste Dokument ist, hat auch ein anderer Papst schon gesagt, Johannes Paul II. Im Schreiben Dives in Misericordia über die Barmherzigkeit Gottes schreibt er: In Vergangenheit und Gegenwart wurden Theozentrik und Anthropozentrik immer wieder gegeneinander ausgespielt. Dass Gott im Zentrum ist oder der Mensch im Zentrum ist. Und dann sagt er, aber in der Kirche gehört das zusammen. Und das ist und bleibt eine Spannung. Und er sagt, wahrscheinlich ist das die wichtigste Einsicht des Zweiten Vatikanischen Konzils. In dieser Spannung leben. Wenn ich den Menschen nicht ernst nehme, nehme ich auch Gott nicht ernst. Und wenn ich Gott nicht ernst nehme, kann ich auch den Menschen nicht ernst nehmen. Es geht zusammen. Es ist eine Einheit, aber in großer Spannung. Das ist eine Grenzerfahrung. Viele verabschieden sich, weil sie den Christus nicht wahrnehmen. Als der große Theologe Hansus von Balthasar kurz vor seinem Tod gefragt wurde, was ist die wichtigste Herausforderung für die Kirche im 21. Jahrhundert? Hat er geantwortet, die Frage sollte sie sich stellen, wie soll ich leben, dass die Menschen durch mich Christus entdecken? Oscar Romero sagt genau das Gleiche. Sobald Menschen eine Kirche erfahren, die eigenen Erfahrungen verspürt, die den Schmerz, die Hoffnung, die Angst aller, die sich freuen oder leiden, am eigenen Leib verspürt, diese Kirche wird zum lebendigen Christus. Wohin sollen wir gehen, wenn es alles zum Davonlaufen ist? Als ich immerfort an meine Grenzen stieß, verließ ich mein Zuhause und ging fort. Und diese Meditation geht so weiter. Ich wollte in die Wüste gehen, an jenen Ort aus Sand und Sand, der nur den Himmel hat als Rand, um den sich nur die Winde und die Sterne drehen. Das ist ja genau das, was wir wünschen, wenn wir davonlaufen. Einfach weg mit dem ganzen Schlamassel, nichts mehr zu tun haben. Als ich gestern und vorgestern die Einkehrtage für die Priester und Diakone der Erzdiözese Hamburg hatte, war auch der Bischof dabei. Und dann habe ich ein Wort von ihm zitiert. Und zuerst ist er wahrscheinlich ziemlich erschrocken. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung hat vor 2 Wochen einen Bericht gebracht, dass er zu Kollegen gesagt hat, wenn ich gewusst hätte, was hier auf mich zukommt, hätte ich ihnen gesagt, macht euren Scheiß doch selbst. Ich habe gesagt, ich finde das ganz großartig. Ich finde das ganz großartig, dass wir uns der Wirklichkeit stellen. Auch mit allem, was uns zum Davonlaufen bringen kann, was uns zerreißt. Und in dem Moment sind wir authentisch. Und wie lange haben Amtsträger immer getan, als ob alles gut wäre? Und sie mussten tun, als ob alles gut wäre. Bis zum Papst. Und wie gut tut es, wenn der Papst auch Fehler macht und das zugestehen kann. Dass er sagen kann, ja, ich habe das völlig falsch eingeschätzt. Ich habe das leichtsinnig gesagt. Und da verliert jemand nicht an Autorität, sondern gewinnt.
weil er mehr Mensch ist, echter ist, nicht ein Halbgott. Und wenn ein Bischof in seiner ganzen Verzweiflung sagen kann, wenn ich gewusst hätte, was auf mich zukommt, hätte ich ihnen gesagt, macht euren Scheiß selbst. In dem Moment merkt man, er stellt sich dem. Und dann ist man viel mehr auch solidarisch, dass was machen wir jetzt aus dem Scheiß? Miteinander. Und wenn wir den Scheiß anschauen, der jetzt in der Kirche offenbar wird, das kann nicht der Papst lösen, das kann nicht ein Bischof lösen, es geht nur miteinander. Letzte Woche habe ich ein Interview gegeben für das italienischsprachige Radio der Schweiz und dann hat mir die Moderatorin gesagt, zu spät, das ist jetzt natürlich noch viel aktueller als vor einem Jahr. Und dann habe ich gesagt, überhaupt nicht. Die Situation war vor einem Jahr nicht besser als heute. Heute sind wir in der besseren Situation, dass die Sachen zum Vorschein kommen. Wir müssen uns dem stellen. Und das, was jetzt aufbricht, das ist nicht vom letzten Jahr, das ist nicht vom vorletzten Jahr, das ist seit Jahrzehnten, Jahrhunderten. Und prophetisch war das vor einem Jahr nicht weniger als heute, weil es die Situation damals einschätzt und die ist nicht anders als die heute. Und in solchen Situationen hat man Lust, einfach in die Wüste gehen. Einfach abhauen nach Luxemburg. Zum Beispiel. Und Silja Walter hat eine Wüste gefunden. Und das ist interessant, wie sie das beschreibt. Die Wüste, die ich fand, liegt außerhalb der Stadt am Fluss. Ich sagte mir, da muss ich bleiben. Wirklich? Es ist das Kloster Fahr. Fahr, der Name kommt von Fähre. Und dort, wo das Kloster Fahr ist, geht die Fähre über die Limmat, am Rande der Stadt Zürich. Die Wüste, die ich fand, liegt außerhalb der Stadt am Fluss. Ich sagte mir, da muss ich bleiben. Wirklich? Aber ja, denn ich sah, dass sich das Grenzenlose zwischen Zäune eingeschlossen, hier verborgen hinter Gittern eingenistet hat. Also sie, die weggegangen ist wegen ihrer Begrenzung, geht in ein Kloster und sieht, dass sich das Grenzenlose hier zwischen Zäune und hinter Gittern eingenistet hat. Das Grenzenlose hat sich dort eingenistet, wo man es gar nicht erwarten würde. Hinter Gittern. Zwischen Zäunen. Also wenn wir das Grenzenlose erwarten, dann denken wir an Hawaii. Nein, Hawaii nicht, da gibt es kein Bier. Aber wir würden wegfliegen, irgendwo hin, wo es paradiesisch ist. Und sie findet ihre Wüste hier und entdeckt, dass das Grenzenlose zwischen Zäune eingeschlossen, hier verborgen hinter Gittern eingenistet hat sich. Wüste ist hier Haus mit Gittertür. Mit allen meinen Grenzen trat ich ein und durfte schon am ersten Tag im Grenzenlosen sein. Es ist jemand und der wohnt hier. Das Grenzenlose ist jemand. Und der wohnt in diesem Kloster, in dieser Wüste. Diejenigen, die am letzten Sonntag im Gottesdienst waren, werden gerade bei diesen Gedanken wahrscheinlich auch an Exodus 3, 1-14 denken. Mose, der in der Wüste Schafe hütet, wo man nicht erwartet, dass man etwas Besonderes erlebt, in der Wüste, beim Hüten, bei der Arbeit. Und da
sieht er plötzlich einen Dornbusch, der brennt und nicht verbrennt. Und dort offenbart Gott seinen Namen. Ich bin da. Wüste ist hier Haus mit Gittertür. Mit allen meinen Grenzen trat ich ein und durfte schon am ersten Tag im Grenzenlosen sein. Es ist jemand und der wohnt hier. Die Grenzen bleiben. Silja Walter hat bis zum Schluss ihre Grenzen bemerkt. Sie hat übrigens bis am 20. Dezember 2010 noch geschrieben. Und am 31. Januar 2011 ist sie gestorben. Und das letzte Wort, das sie geschrieben hat: Jetzt fällt es mir nicht leicht zu tanzen. Die Grenzen bleiben. Mangel an Gemeinschaft, die wir erleben. Und wir denken, es sind doch so viele Leute, die sich für Christus entschieden haben, auch in der Taufe, in der Firmung. Und wo sind sie jetzt? Diese Grenze bleibt, die müssen wir auch aushalten. Die können wir nicht einfach wegdiskutieren oder, was gefährlicher ist noch, einfach die Augen verschließen vor dem. Die finanziellen Schwierigkeiten, diese Grenze bleibt. Die können wir nicht einfach vertuschen. Mangel an Gottvertrauen. Die Erfahrung der Frauen. Das bricht zurzeit ganz gehörig auf in der Kirche. Ich sage hier nicht das, was die Kirche schon immer gesagt hat, sondern ich sage das, wie ich es wahrnehme. Für mich ist die Frage der Zulassung zur Weihe nicht eine kirchenpolitische Frage, sondern eine Glaubensfrage. In dem Moment, in dem wir die Taufe ernst nehmen werden, wird das durchbrechen, was der heilige Paulus im Galaterbrief schreibt. Es gibt nicht mehr Sklave und Freie, Grieche, Jude, Mann und Frau. Ihr alle seid einer in Christus. Und das, was wir am Sonntag im Glaubensbekenntnis selbstverständlich sagen, ist tatsächlich oft eine Lüge. Wenn wir sagen, ich bekenne die eine Taufe. Wenn wir das glauben, was wir da sagen, ich bekenne die eine Taufe, dann dürfen wir nicht mehr von katholischer Taufe oder reformierter Taufe sprechen. Es gibt eine Taufe. Und ob mich ein katholischer Christ oder ein reformierter Christ tauft, darum werde ich nachher nicht ein Reformierter oder Katholik, sondern Christ. Wie Sie vielleicht wissen, kann auch ein Atheist taufen. Also wenn ich nicht getauft bin und ich bin in Todesnot und da ist nur ein Atheist da, kann ich ihn bitten, mich zu taufen und ich sage ihm, was er zu tun hat und er macht das. Dann bin ich nicht nachher ein atheistischer Getaufter. Ich bin getauft. Es gibt eine Taufe und das ernst nehmen. Da würde sich einiges, was uns heute in der Kirche so beschäftigt, plötzlich ganz anders präsentieren. Viele Mauern würden zusammenbrechen. Oder nehmen wir das Wort von Silja Walter, das zu diesem Thema auch sehr eindrücklich ist. Diese Männer, was verstehen sie von uns Frauen und unserem geistlichen Weg ins Ganze? Schon Teresa von Avila hatte ihrem Beichtvater erklärt, ihr Männer kennt uns Frauen noch lange nicht. Eine unberechenbare Population nennt Pater Heinrich uns Ordensfrauen. Kurios, er hat recht. Wer sich auf dich einlässt, und das tun wir Frauen in Klausur doch, den kann man nun einmal nicht mehr berechnen. Hat schon Paulus geschrieben. Das sind starke Zeugnisse.
Silja Walter hat das auch Anfang 70er Jahre geschrieben. Diese Männer. Wir gehen zurück zur Meditation vom Grenzenlosen. Es ist jemand und der wohnt hier. Grenzenlos nahm mich der Grenzenlose samt meinen Grenzen an. Nein, er zerbrach sie nicht. So wie ich bin und ich nicht anders kann, als immer noch begrenzt zu sein, gehe ich nun Tag um Tag, so wie mein Alltag läuft, gehe ich nun ein in meines grenzenloses Licht. Ich mit meinen Grenzen darf mich dem anvertrauen, der grenzenlos ist. Ich bin gekommen, Feuer auf die Erde zu werfen. Wie froh wäre ich, es würde schon brennen. Etwas, das mir sehr wichtig scheint im Umgang mit unseren Grenzen und in der Begegnung mit dem Grenzenlosen, ist der Humor. Die Gefahr ist groß und die Versuchung ist sehr groß, solchen Situationen, wo alles zum Davonlaufen ist, in Depression zu verfallen, panisch zu reagieren, davonzulaufen. Und da ist Humor wichtig. Und ich muss sagen, für mich ist so wichtig, dass ich Gott danken kann für die Situation, in der wir jetzt sind. Ich finde es so großartig, dass Gott uns zutraut, dass wir in der Situation dieses Feuer, das Christus ist, weitertragen können. In der Situation. Und die Situation heute ist besser als die vor 5 Jahren oder vor 10 Jahren. Viel ehrlicher. Obwohl es schmerzt, dass so vieles aufbricht, was wir lieber nicht hätten. Aber wir können uns dem stellen. Und es ist ganz tragisch, wenn fromme Kreise die Schwierigkeiten, die wir heute haben, Papst Franziskus anlasten. Sie träumen immer noch davon, dass das unter der Decke hätte bleiben sollen und dass es so weitergehen könnte wie bisher. Nein, das kann es nicht. Gott sei Dank nicht. Und Gott hat dazu Zeichen gegriffen, die wir nicht mehr einfach übersehen können. Die sind jetzt deutlich da. Viele der Probleme, die wir haben. Und Humor in der Situation nicht verlieren. Ich hatte 2012 im Januar einen schweren Sportunfall. Und ich konnte nicht mehr sprechen und auch einen Monat später war für mich eigentlich ausgeschlossen, dass ich je noch einen Vortrag halten kann oder Schule geben kann. Und ab dem 14. Februar 2012 ist das langsam wieder gekommen. Und der Arzt, der mich vor allem betreut hat, der Chefarzt der Klinik für Hirnverletzungen, ein Reformierter, der schreibt über mich immer oder spricht über mich von seinem Pfingstwunder. Es war eine Erfahrung, wo ich Grenzen erfahren habe, ganz deutlich. Zum Beispiel das Vaterunser nicht mehr kannte, obwohl ich wusste, dass ich es kenne. Und das war das Schlimmste. Einerseits zu wissen, ich kenne das und es nicht mehr kennen. Und das auszuhalten. Und in der Situation blieb eigentlich nichts anderes übrig, als das, was Silja Walter hier schreibt, mit meinen Grenzen mich dem Grenzenlosen anvertrauen. Und das heißt, in die Tiefe gehen. Nicht mehr machen, nicht mehr versuchen, noch das Beste daraus zu machen, sondern sich ganz Gott in die Arme zu werfen. Dietrich Bonhoeffer schreibt das im Sommer 1944 ganz eindrücklich.
wenn er sagt, wenn man aufgibt, aus sich selbst etwas zu machen, wenn einem alles aus der Hand genommen wird, dann wirft man sich Gott ganz in die Arme. Und das ist Glauben. Glauben, dass er da ist. Vertrauen, dass er da ist. Es gibt immer noch Erfahrungen, die ich seit dem Unfall mache. Die meisten Menschen merken das nicht so, ich merke es ein bisschen mehr. Und letztes Jahr hatte ich eine Woche so Auszeit, um mich ein bisschen auch zu erholen, auch von einer Operation. Dann war ich in Lugano und habe die Wallfahrtskirche Madonna del Sasso besucht. Und Madonna del Sasso sind so verschiedene kleine Kapellen und da ist immer in Lebensgröße sind so biblische Szenen dargestellt, zum Beispiel das letzte Abendmahl, die Kreuzigung und so weiter. Und am Schluss ist Pfingsten dargestellt. Und der Novize, der dabei war, hat plötzlich etwas entdeckt. Und das hat mich so gefreut. Erstens einmal, dass er es gesehen hat und zweitens, dass wir das entdeckt haben. Und ich habe nachher viele Bücher angeschaut über diese Kunst und so und ich bin nirgendwo drauf gestoßen, dass das wahrgenommen wurde. Das ist das Pfingstbild, die Pfingstdarstellung. Die Figuren sind so groß, wie wir sind. Da sind die verschiedenen Apostel dargestellt, wie sie zum Beispiel ganz entzückt sind, oder? Die Flamme auf dem Kopf. In der Zeit vor 400 Jahren, als die gebaut wurde und diese Figuren gebaut wurden, war ein Papst, der an Reformen nicht sehr interessiert war. Alle sind begeistert und entflammt und der heilige Petrus die Arme verschränkt und ohne mich. Ich finde es eine ganz großartige Weise, mit einer schwierigen Situation umzugehen. Mit Humor. Und deutlicher könnte man es fast nicht sagen. Wir haben heute das Glück, dass der Papst einer ist, der dieses Feuer aufnehmen und weitergeben möchte. Und ob das gelingt, das hängt nicht am Papst. Das hängt an uns allen. Und in dieser Perspektive hat mich der Brief sehr beeindruckt, den er am 20. August letztes Jahr an alle Getauften geschrieben hat. Dass in den Schwierigkeiten, in der wir sind in der Kirche, dass alle gefordert sind. Und die Versuchung war groß und ist immer wieder dann auch hörbar gewesen, dass man sagt, ja, sie haben all die Probleme eingebrockt und jetzt sollen wir auch noch stehen. Wir können nur gemeinsam den Weg in eine größere Glaubwürdigkeit finden. Und solange wir das, wie wir das lange gemacht haben, nach Rom delegieren oder als Bischof oder Generalvikar delegieren, sind die machtlos. Gott sei Dank. Sie haben nichts zu sagen. Sie sind Gottsuchende wie wir. Sie sind Menschen, die versuchen, das Feuer dieses Heiligen Geistes aufzunehmen und weiterzureichen. Und nur im Miteinander kann es gelingen, Zeugnis abzulegen für den Gott gesandt hat. Das, was Jesus in der Abschiedspredigt im Johannesevangelium sagt, ich bitte, dass sie eins sind, alle, die du mir gegeben hast, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Das betrifft nicht nur die verschiedenen Konfessionen, das betrifft auch gerade uns als Getaufte, alle, dass wir eins sind, nicht damit die Kirche gut dasteht, sondern damit die Kirche Christus verkündigen kann.
und für alle Menschen, wie es einem Hochgebet heißt, Zeichen der Hoffnung sein kann. Ich bin gekommen, Feuer auf die Erde zu werfen. Wie froh wäre ich, es würde schon brennen. Lassen wir uns in unserer Begrenztheit anstecken von dem, der uns grenzenlos liebt. Danke für die Aufmerksamkeit.